bevor wir hier reingefahren sind, also an der Küste angefangen haben zu fahren, da endet die türkische Riviera. Was wir heute sehr viel sehen werden, ist immer wieder Bananenplantagen. Hier links habe ich sie gleich am Straßenrand, aber wir werden sie auch immer wieder auf den Hügeln, wo wir auch sehr viele Gewächshäuser sehen. Also ich glaube, ein paar Minuten sind wir dann in der Einfahrt von Alanya. Da werden die letzten zwei nochmal einsteigen. Haben einige neue Häuser gebaut und haben diese Mauern beschädigt. Während der Bootsfahrt werden Sie auch noch osmanische Häuser sehen. Sie werden aber auch Steinhäuser sehen, sehr, sehr alte Häuser, die nicht mehr bewohnbar sind. Die osmanischen Häuser, die Gott sei Dank nicht abgerissen worden sind, die sind sehr schön restauriert und die kann man dann während der Fahrzeit sehen. Jetzt weiß ich nicht, ob man links die Flaggen da oben sehen kann, weil ich jetzt keine Sicht dahin habe. Okay, da wollen wir hoch. Interessant für Alanya ist in die Geschichte zuerst eingegangen mit der Piraterie. Die erste Burg wurde auf dieser Landzunge von einem Piraten gebaut. Er hieß Trifon im 1. Jahrhundert vor Christi und die haben das Ganze haben diese schöne Festungsanlage gebaut. Wenn man jetzt so nach rechts schaut, Wachtürme, eines der berühmtesten Wachtürme ist der Rote Tor. Ein achteckiger Turm mit 33 Meter Höhe. Gleich neben diesem roten Turm haben sie eine Werft gebaut mit 5 Einfahrten, denn man musste ja auch Schiffe bauen, um eine sehr, sehr gute Seeflotte zu haben. Und wir haben zurzeit in der Türkei, aus der seldschukischen Zeit, nur 2 Werften. Eines ist hier in Alanya und eins ist im Schwarzmeergebiet. Interessant, es ist ein Nomadenvolk, die Seldschuken sind ein Nomadenvolk, kommen aus dem Osten in die Türkei und besiegen im 11. Jahrhundert die Byzantiner. Die Seldschuken sind das erste Volk, das Arabisch spricht und das erste Volk, das auch die Religion Islam akzeptiert hat. Also in die Türkei kommt der Islam mit den Seldschuken. Deswegen sind die Seldschuken sehr, sehr wichtig. Hier fangen jetzt die touristischen Attraktionen an wie Kamele. Nebeneinander. Das ist die Werft. Und wenn Sie nach rechts gehen, dann sehen Sie diesen roten Turm. Das war für die Schützung der Werft und der Mauern. Und genau vor uns, der Bereich, das ist der Hafen. Sie sehen einen langen Steg. Weißt du, so Steg? Ja, das ist für die Kreuzfahrtschiffe. Wir haben zweimal in der Woche in Alanya Kreuzfahrtschiffe. Und danach sieht man einen Leuchtturm und das ist ein weißes Schiff. Von dort fährt dann unser Schiff heute raus. Er fährt dann um diese Landzunge und kommt auf die andere Seite und wird von dort wieder drehen. Ja? Wichtig ist vielleicht, wir haben hier in Alanya nur 2 Strände. Der rechte Strand von der Landzunge wird Kleopatra-Strand genannt. Auf der linken Seite der Strand wird Alaaddin Keykubat-Strand genannt. Warum? Der seldschukische Herrscher hieß Alaaddin Keykubat. Wir werden das heute Alaaddin sehr viel sehen, sogar ihr Auszug heißt nach ihm. Alaaddins Alanya, das kommt von ihm. Aber interessant ist, Kleopatra soll hier 100 Tage Flitterwochen gemacht haben mit Marcus Antonius. Deswegen heißt eine Liebeshöhle auch, eine Höhle heißt Liebeshöhle. Ob es weiß ich nicht, von der Liebeshöhle da bis Treppen bis nach oben in diese Festungsanlage. Wenn Gefahr kam, sind sie durch diese schauen. Jetzt kann man das auf der linken Seite sehen. Vielleicht haben Sie es ja auch von oben gesehen. Das, was wir auf den Dächern haben, 2 schräge Platten mit 2 Fässern. Das ist pro Wohnung. Wir erwärmen das kalte Wasser mit Sonnenlicht. Ja, wir sparen massenweise, sagt man, Stromrechnung.
Was jetzt ganz, ganz neu kommt, die letzten 2, 3 Jahre, es war sehr, sehr teuer. Jetzt wird es, glaube ich, langsam erschwinglich, weil ich das manchmal sehe, mit Sonnenlichtstrom. Ne?
Tamam. Tamam dede da. Oke. Ini kita tunggu situ dulu. Ne diyor peki? Das ist Mutter hier. Nee, das ist ja doof. Wir verbringen unseren Tag 2 Augen. Hier ist alles Morgen, wir sind dort. Jetzt. So, ladies and gentlemen, welcome to the CNG Rally. Pirati öyle. Ladies and gentlemen, from the front side, it is the most beautiful beach of Dalania. 2.5 kilometers long, nice beach of Dalania. The name is the Cleopatra Beach, ladies and gentlemen. This is our Cleopatra Beach. Meine Damen und Herren, hier links also unsere berühmte und bekannte Strand von Alanya, ganz schönste Strand von Alanya. 2,5 Kilometer lang. Nur Sand also. Unsere Cleopatra Strand, meine liebe Gäste.
Und sehen wir gleich auf der rechten Seite zwei letzte Höhle. Eine ist Liebeshöhle und Phosphorhöhle. Ladies and gentlemen, we will see on the right side now. We have a two last caves. The name is the Lover's Cave and Phosphor Cave. You can see here nice color on the sea, ladies and gentlemen. It's deep blue because from this cave, this is the Phosphor Cave. The name is the Phosphor Cave. 20-25 meters is long to the left side, is water inside. Because different color on the stone, which is green, blue and purple. When the sunshine comes to the water, the stones are shyness here. That's why we are calling it a Phosphor Cave. Meine Damen und Herren, wenn Sie schauen also ins Meer, hier ganz schönes dunkel türkisblau Wasser wegen dieser Höhle. Genauso vor uns ist Phosphorhöhle, weil ganz verschiedene Farben wie für die Steine in diesen Höhlen und hier entlang an der Mauer auch. Also sieht grün, blau und lila.